Hattest du auch schon mal ein schlechtes Gewissen? Ich denke schon. Hattest du vielleicht auch schon mal ein schlechtes Gewissen, das sich über lange Zeit geplagt hat? Ist nicht angenehm. Bei uns zu Hause, ist gerade vor 1-2 Wochen, war plötzlich eine Lego-Platte kaputt, so zerbrochen. Das braucht etwas, dass eine Lego-Platte kaputt geht. Und dann bin ich da nach unten gegangen. Ich wollte das Abendessen bereit machen. Und da war schon alles bereit, ganz schön. Und es lag ein Entschuldigungsbrief auf dem Tisch. Oh, Entschuldigung, es tut mir so leid, was ich gemacht habe. Ich so, was ist denn passiert? Ja, die Lego-Platte, ich wollte es wirklich nicht, aber ich bin irgendwie draufgestanden, sie ist kaputt gegangen. Das schlechte Gewissen hat meine Tochter dazu bewegt, es wieder gut machen zu wollen. Sie konnte jetzt die Platte nicht gleich sofort ersetzen, aber sie hat so ihren guten Willen gezeigt und wir haben ihr natürlich verziehen und sie war wieder befreit von ihrem schlechten Gewissen. Wir werden heute sehen in dieser Botschaft, nur Jesus ist wirklich in der Lage, uns Schuld und Sünde zu vergeben, uns wirklich ein reines Gewissen zu geben. Und wir werden das weiter tun mit den Texten aus dem Hebräerbrief und wir lesen gleich aus Hebräer 9 die Verse 11 bis 14. So ist Christus nun der hohe Priester für all das Gute geworden, das gekommen ist. Er hat das große, vollkommene Heiligtum im Himmel betreten, das nicht von Menschen erbaut wurde und nicht Teil dieser Schöpfung ist. Ein einziges Mal brachte er Blut in jenes Allerheiligste, aber nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut, durch das er uns die Rettung brachte, die für alle Zeiten gilt. Früher konnte die Besprengung mit dem Blut von Böcken und Stieren oder mit der Asche einer jungen Kuh den Körper des Menschen von ritueller Unreinheit reinigen. Wie viel mehr kann dann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du mir hilfst beim Predigen, dass du uns allen hilfst zu verstehen, was du uns da sagen möchtest. Amen. Wir sehen in diesem Text, dass ohne das Vergießen von Blut gibt es keine Vergebung. Und wenn wir so in das Alte Testament schauen, da mussten sehr, sehr viele Tiere ihr Leben lassen für die Schuld des Volkes Israel. Und Jesus, er ist ein für alle Mal gestorben, dass keine weiteren Tiere mehr sterben müssen. Aber jetzt vielleicht wir so als moderne Menschen, wir finden, hey, bitte rede sonst über etwas, rede über die Liebe Gottes oder über Jesus, das tolle Vorbild, aber Blut, muss das sein? Sind wir da in einem Schlachthof, ist doch irgendwie etwas abstoßend. Wir brauchen doch nicht eine Religion des Schlachtens. Hey, aber wir werden sehen, es ist wirklich gewaltige Kraft im Blut von Jesus. Und wenn wir diese Botschaft vom Blut nicht verstehen, dann wissen wir gar nicht, wie groß der Umfang unseres Problems eigentlich ist. Das Problem, dass wir wirklich zu einem reinen Gewissen kommen können. Und mit dem Blut sehen wir auch, wie gewaltig die Lösung ist, die Gott bereithält für uns, wie groß die Kraft ist, die im Erlösungswerk liegt. Und wir sehen durch das Blut auch, was für eine Transformation unserer Leben möglich ist. Diese 3 Dinge wollen wir miteinander anschauen. Zuerst der Umfang des Problems. Wenn man so auch in der Antike schaut, dann hat das Blut immer große Symbolkraft gehabt. Auf der negativen Seite und auch auf der positiven Seite.
Wann immer man am Körper irgendwie Blut sieht, ist das ein schlechtes Zeichen. Gerade gestern ist unser Timon so voll auf die Nase gefallen, hat geschrien, ich habe ihn aufgenommen und dann plötzlich 1 Minute später alles Blut überströmt. Also sein Gesicht voll Blut überströmt und ist so gesprenkelt. Aus beiden Nasenlöchern hat er voll geblutet. Und da wird man gleich etwas nervös, oh, ist nicht mehr gut. Ich meine, wenn du irgendwo Blut austreten hast, was sonst nicht sein sollte, dann wirst du bald auch mal beim Arzt sein. Es ist ein Zeichen von Zerbrochenheit, wenn irgendwie Blut aus unserem Körper hervortritt. Auf der anderen Seite gibt es die Redewendung, es klebt Blut an den Händen. Und damit ist für uns alle klar, da wurde jemand schuldig. Ist ein Zeichen für Schuld, wenn Blut an den Händen klebt. Und ja, wenn wir in unsere Welt schauen, dann ist da sehr viel Zerbrochenheit. Sehr viel Missbrauch, Menschen werden ausgebeutet. Nur schon Menschen hungern. Es gibt so vieles. Menschen leiden unter Süchten, unter Krankheiten. Zerbrochenheit ist allgegenwärtig. Und vielleicht finden wir ja Schuld, ja natürlich, man kann schuldig sein vor dem Gesetz, aber sonst ist Schuld vielleicht doch ein altmodischer Begriff. Wir sollten vielleicht nicht mehr von Schuld reden. Hey, aber auch in unserer Gesellschaft, wenn irgendwo ein größerer Fehler passiert, es wird immer sofort der Schuldige gesucht. Und es müssen einfach Köpfe rollen, egal ob das etwas bringt, irgendeine Firma oder eine Organisation. Aber es wird einfach erwartet, irgendjemand muss jetzt gehen, auf ihm lastet diese Schuld. Oder wenn das nicht passiert, dann wenigstens auf Social Media ein Shitstorm wird losgebrochen und irgendwie auf eine Person wird da eingedroschen oder auf eine Organisation oder eine Einheit irgendwie. Es wird immer noch nach Schuldigen gesucht. Und vielleicht sind wir manchmal schnell, die Schuld bei anderen zu identifizieren, aber wir können bei uns selbst anfangen. Mann und Brigitte haben schon erzählt, dass sie ein schlechtes Gewissen hatten. Und ich meine, hey, jeder, ich sage es mal, normale Mensch, es gibt auch noch pathologische Fälle, aber jeder normale Mensch, der hatte schon ein schlechtes Gewissen. Bin ich da bei normalen Menschen? Weitgehend. Wir haben ein schlechtes Gewissen, nicht nur, weil wir irgendwie hypersensibel sind oder weil wir vielleicht solche Maßstäbe an unser Leben setzen, die wir nie einhalten können. Nein, wir alle haben schon Zerbrochenheit ausgelöst. Wir alle haben schon Schuld auf uns geladen. Das ist vielleicht nur schon ein unbedachtes Wort und du verletzt jemanden. Du kannst dieses Wort nie mehr zurücknehmen. Du kannst dich noch 100-mal entschuldigen. Du kannst noch 1000 nette Worte sagen. Das schlechte Wort ist einfach ausgesprochen und hat vielleicht Zerbrochenheit ausgelöst. Was ist eigentlich das Gewissen? Man kann sagen, es ist ein Gefühl, das sich irgendwie unangenehm anfühlt. Vielleicht häufig immer so in der Magengegend, vielleicht geht es hinauf zum Herz. Es kann auch vielleicht sogar mal Kopfschmerzen auslösen, bis hin zu Depressionen auslösen. Und es kommt eigentlich dann zustande, wenn es einen Widerspruch gibt zwischen deinem Handeln und deinen Wertmaßstäben. Timothy Keller, er bringt noch eine ganz spannende Dimension ins Gewissen rein. Er sagt, das Gewissen ist die Selbstevaluation, wie fit wir für die Gegenwart einer anderen Person sind. Also das Gewissen, eine Selbsteinschätzung von mir selbst, wie bereit ich bin, einer bestimmten Person zu begegnen. Hast du auch schon gemerkt, du wirst nie einer Sache gegenüber ein schlechtes Gewissen haben. Oh, mein armes Auto, ich habe dich schon so lange nicht mehr gereinigt. Wir haben nicht ein schlechtes Gewissen Dingen gegenüber. Es ist immer in Relation zu einer Beziehung. Ich kann vielleicht ein schlechtes Gewissen haben wegen dem Auto, weil ich mich frage, was denken die anderen Leute, wenn sie mein schmutziges Auto sehen. Aber das Auto an sich
löst bei mir kein schlechtes Gewissen aus. So hat Gewissen ist immer etwas in der Beziehungsdimension. Und wir haben gelesen im Vers 14, dass Jesus, er ist gekommen, uns vom Gewissen, ich würde sagen auch vom schlechten Gewissen, ein für alle Mal zu befreien. Es ist dieses tiefgreifende Selbstbewusstsein, dass ich eine so komplette Durchleuchtung meines Lebens nicht überleben würde oder dass es sehr, sehr unangenehm wäre. Manu hat es in seiner Predigt gesagt, wenn die Leute wüssten, wie ich wirklich bin, die wissen ja nur die Hälfte oder nicht einmal. Und gerade wenn es darum geht, in die Gegenwart Gottes zu treten, dann merken wir, dass irgendwie alles religiöse Bemühe, alle guten Taten, sie helfen schlussendlich nicht darüber hinweg, dass wir einfach nicht fit sind für die Gegenwart Gottes. Im Vers 11 haben wir gelesen, dass Jesus eben in das Allerheiligste eingetreten ist, das nicht von Menschenhand gemacht wurde. Und dasjenige, das von Menschenhand gemacht wurde, das war die Stiftshütte, später der Tempel, ein Symbol vom Himmel, vom himmlischen Allerheiligsten. Und mit dem Vergießen von Tierblut konnten die Priester dann in das Allerheiligste in der Stiftshütte gehen. Aber es bleibt etwas so im übertragenen Sinn, das von Menschenhand gemacht. Das ist etwas, das uns bis heute begleitet. Wir versuchen, uns selbst zu helfen, unsere Fehler zu bedecken, damit wir eben irgendwie fit sind für die Gegenwart anderer, auch die Gegenwart Gottes. Und die Frage ist eigentlich, können wir nicht einfach diese Schuld beseitigen? Gibt es nicht einen Weg, diese Schuld einfach loszuwerden? Ich habe etwas gegoogelt, was so ein säkularer Umgang ist mit einem schlechten Gewissen. Also, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe und mir steht keine Vergebung von Gott zu, was kann ich da machen, um dieses schlechte Gewissen loszuwerden? Ein Tipp war, hey, akzeptieren Sie Ihre Fehler. Und dann verlangen Sie nicht zu viel von sich selbst. Ja, klingt eigentlich noch gut. Aber ich weiß nicht, ob ich in einer Welt leben möchte, in der alle das machen. Wenn jeder nicht mehr viel von sich verlangt und so miteinander umgeht, das muss ja kein schöner Platz sein, diese Erde. Ein anderer Tipp. Warten Sie ab, bevor Sie handeln. Oft zeigt sich erst mit der Zeit, ob wirklich ein gravierendes Fehlverhalten vorliegt. Auf die andere Seite auch noch brutal, oder? Also, hey, schön hast du ein schlechtes Gewissen, trage es doch einfach mal etwas mit dir herum und genieße es. Es ist für mich jetzt auch nicht ein Lösungsansatz. Oder konzentrieren Sie sich auf die Gegenwart, anstelle an die Fehler in die Vergangenheit zu denken. Ja, ein guter Rat, aber gar nicht so einfach. Und es zeigt eigentlich die Dimension auf, hey, wir haben keine Antwort, mit Schuld umzugehen. Vielleicht sagst du, hey, stopp. Dass ich überhaupt Schuld empfinde, das ist mehr eine Frage der Sozialisierung. Schuld gibt es eigentlich gar nicht. Hey, schuldig ist nur, was ich fühle. Ich kann doch meine eigenen Maßstäbe ans Leben setzen. Ich tanze nach dem eigenen Beat meiner Musik. Ich schreibe mein eigenes Skript des Lebens. Okay, ist auch ein Ansatz. Aber hey, wenn du sagst, es ist alles relativ, ja, dann sagst du auch, es gibt keinen Gott, es gibt nichts Höheres, es gibt kein unsichtbares System, sage ich, das Gut und Böse kennt. Dann hat aber auch gar nichts mehr Bedeutung im Leben. Dann ist unser Leben nichts wert. Dann ist zwar alles relativ, aber unser Leben wird auch belanglos. Wenn wir Schuld fühlen können und Schuld eingestehen können, dann sagen wir auch eben, es muss irgendwie etwas geben, das Wertmaßstäbe in diese Welt legt, aber es heißt auch, dass mein Leben Bedeutung und Signifikanz hat.
Kannst du schon aus dem Recht nehmen, wenn jemand schuldunfähig ist, dann stimmt etwas nicht mit dieser Person. Da ist irgendetwas im Leben komplett kaputt. Und wenn wir irgendwie ganz sind, wenn wir so sind, wie wir funktionieren sollten, dann müssen wir Schuld empfinden können. Aber das gibt unserem Leben auch Bedeutung und Signifikanz. So, wir stecken etwas fest. Entweder gestehen wir uns die Schuld ein und wir haben keinen Umgang, wie wir die Schuld loswerden, oder aber wir sagen, hey, es gibt's gar nicht. Römer 2,15 haben wir auch schon gehört. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass Gottes Gesetz in ihr Herz geschrieben ist. Denn ihr eigenes Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder bestätigen, dass sie das Richtige tun. Das Gewissen ist von Gott gegeben. Und jeder Mensch, eben, vielleicht Ausnahmen ausgenommen, haben dieses. Und deshalb wollen wir auch diesen Weg gehen, dass wir sagen, hey, eben, es gibt Gott, es gibt ein Gewissen und wir müssen einen Weg finden, wie wir mit der Schuld umgehen können. Aber wir haben auch gesehen, das Problem ist nicht klein. Es braucht wirklich eine großartige Lösung. Und für die Kraft dieser göttlichen Lösung gehen wir nochmals zurück in den Hebräerbrief, Kapitel 10, Verse 14 bis 17. Denn durch dieses eine Opfer hat er alle, die er heiligt, für immer vollkommen gemacht. Auch der Heilige Geist versichert uns das. Er sagt, dies ist der neue Bund, den ich an jedem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und er fügt hinzu, und ich werde nie wieder an ihr Unrecht und ihre Sünden denken. Hier wird dieser Gedanke nochmals aufgenommen, dass etwas ins Herz geschrieben wurde und so wie ein Empfinden für gut und falsch oder richtig und böse in unser Herz geschrieben ist, so möchte Jesus in uns die Gewissheit ins Herz schreiben, dass uns vergeben ist, dass wir zu ihm gehören. Wir sehen da, dass Blut eben auch ein sehr positives Symbol haben kann. Das Symbol von Leben. Solange wir Puls haben, funktioniert der Lebenssaft in unseren Adern. Wenn der Puls aufhört, ist das Leben zu Ende. Und hey, vielleicht hast du das noch gar nie überlegt, aber bei der Geburt wurde Blut vergossen. Vielleicht sogar sehr viel Blut vergossen. Und jeder von uns war mal ein Baby, auch wenn wir uns vielleicht nicht mehr erinnern. Jeder ist mal irgendwie auf die Welt gekommen. Für dich wurde schon mal Blut vergossen, damit du leben kannst. Und wenn Blut so freiwillig vergossen wird, dann ist es immer ein Zeichen von Selbstaufopferung. Vielen Dank an alle Mütter, die da schon mal bereit waren dazu, so Leben zu schenken. Stell dir mal die Situation vor, du bist zusammen mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund, so auf einer Schiene unterwegs, ein stillgelegtes Gleis. Und ihr spaziert also gemütlich und dann seht ihr plötzlich, jetzt kommt euch doch ein Zug entgegen. Das ist doch ein stillgelegtes Gleis. Was macht ihr? Ihr geht weg vom Gleis. Und kurz bevor der Zug vor euch ist, sagst du, hey, ich liebe dich so sehr, und du wirfst dich vor den Zug. Ist das Selbstaufopferung? Nein, ist einfach nur Dummheit, für nichts. Also du wirfst dich vor den Zug für nichts. Stell dir vor, nochmals dieselbe Situation, ihr seid auf diesem Gleis und irgendwie der Zug kommt von hinten, ihr seid komplett überrascht und du siehst es, kannst die andere Person noch wegschubsen und kommst selber unter den Zug. Du hast dir aber das Leben gerettet. Ist das Selbstaufopferung? Ja, das wäre so ein Liebesbeweis, der nicht nur einfach ein Liebesbeweis ist, sondern der wirklich Selbstaufopferung ist, weil es etwas gebracht hat.
Und hey, Jesus ist nicht einfach am Kreuz gestorben, weil er sagte, das wäre jetzt noch nett, um den Menschen zu zeigen, dass ich sie liebe. Er ist am Kreuz gestorben, weil es keinen anderen Weg gab, uns zu retten. Deshalb hat er sich, wenn wir an dieses Bild zurückdenken, hat er sich vor den Zug geworfen. Es bleibt doch noch die Frage, wieso kann Gott uns nicht einfach vergeben, wenn er will? Weshalb war ein solches Opfer notwendig? Eine ganz wichtige, große Frage. Dietrich Bonhoeffer, der Märtyrer im Widerstand gegen Hitler, er kann uns helfen, dies zu verstehen. Er sagt nämlich, wenn du etwas wirklich Großes vergeben hast, dann hast du gelitten. Also er sagt, Vergebung ist immer eine Form von Leiden. Manu, darf ich mal den Stein haben? Danke. Wenn du etwas gemacht hast, das Zerbrochenheit auslöst oder dich schuldig gemacht hast, hast du wie Schuld in die Welt geschaffen. In Form von einem Stein. Symbolisiere ich das hier. Das ist noch recht schwer. Und wenn du den einfach so mit dir rumträgst, ist das nicht sehr unangenehm. Und ich kann jetzt nicht einfach sagen, hey, Schuld, geh weg. Und der Stein löst sich in Luft auf. Entweder muss ich selbst damit leben oder ich gebe es einer anderen Person. Und du kannst dir das auch nochmals mit Geld überlegen. Wenn jemand dir 1 Franken schuldet, dann kannst du sagen, easy, Schwamm drüber. Aber die Schuld hat sich trotzdem nicht aufgelöst. Der eine von beiden trägt die Schuld. Für immer. Dieser Franken fehlt einfach. Natürlich, das kümmert uns nichts. Aber wir können jetzt hier die Umfrage machen. Wen kümmert es bei 10 Franken? Wen bei 100? Bei 1000? Jetzt möchte ich langsam eure Hände sehen. 10.000? Wenn es bei 100.000 auch noch nicht kümmert, die Kollekte kommt noch. Aber jeder von uns hat irgendwo einen Punkt, wo eine Schuld uns irgendwo etwas auslöst. Und entweder trage ich die Schuld oder derjenige trägt die Schuld, dem ich etwas angetan habe. Gott ist so perfekt, so heilig, dass er nicht einfach damit leben kann, die Schuld irgendwie vergessen zu wollen. Also auch für ihn gibt es nur diese Möglichkeit. Entweder bleibt die Schuld auf uns, das heißt, er verurteilt uns, oder er nimmt die Schuld auf sich, aber dann leidet er. Und genau das dürfen wir tun. Wir dürfen die Schuld zum Kreuz bringen. Da hat Jesus gelitten, da hat Jesus das Opfer vollbracht, das es brauchte, damit die Schuld aus der Welt geschafft werden kann. Ich möchte zum Schluss noch 3 Anwendungen bringen, was wir für unser Leben damit anfangen können. Das erste ist, hey, das Gewissen, dein Geschenk. Ja, ein schlechtes Gewissen ist nicht angenehm. Aber durch das Gewissen kann Gott zu dir reden. Und in allererster Linie kann die Beziehung zu Gott geklärt werden. Und in zweiter Linie können auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zur Heilung erfahren, wenn wir unserem Gewissen nachgeben. Du kriegst dank deinem Gewissen die Chance, dein Leben auch in Ordnung zu bringen. Und so schön, dass Gott uns darin hilft. Ich
Ich hatte vor einigen Jahren mal ein schlechtes Gewissen und das kennst du vielleicht auch. Ja, eben, ich habe da die menschlichen Rat. Nein, so schlimm war das nicht. Ich habe dich um Vergebung gebeten, aber ich hatte immer wieder das, hey, geh und entschuldige dich da. Ich habe das wirklich über 1-2 Jahre mit mir herumgetragen. Das ist immer wieder hochgekommen, bis ich irgendwann den Schritt getan habe. Hey, wenn dein Gewissen dich irgendwo anklagt, trage es wirklich bitte nicht länger mit dir rum. Es wird nicht weggehen. Das ist wirklich ein Trugschluss, dass die Zeit das einfach löst. Wenn das etwas ist, das Gott auch ausgelöst hat in deinem Leben, dann gibt es keinen Weg, als zum Kreuz zu gehen, aber wenn es etwas braucht, auch die Schritte zu gehen. Ein zweiter Punkt ist, hey, es gibt Freispruch von deinen guten Werken. Ich sage, hey, hallo? Wieso von meinen guten Werken? Auf die bin ich ja gerade noch stolz, dass ich ja eben gar nicht so schlecht bin. Wir gehen nochmals in den Vers 9,14 und schauen den etwas genauer an. Es heißt nämlich da nicht, dass Jesus gekommen ist, um uns von den schlechten oder sündigen Taten zu befreien. Das ist vielleicht das, was wir hineinlesen würden. Wortwörtlich heißt es tote Werke. In der Anmerkung zur neuen Genfer Übersetzung heißt es, von der Belastung durch nutzlose religiöse Riten. Oder ich finde, Timothy Keller bringt das da wieder super auf den Punkt. Gute Werke, die trotzdem zum Tod führen. Und ja, also das Sündige, das Schlechte, das poppt vielleicht sehr schnell auf. Hey, aber wenn es darum geht, dass wir fit sind für die Gegenwart von Gott, dann reichen auch unsere besten guten Werke, sie reichen nicht. Auch die führen nur zum Tod. Du kannst dich fragen, was ist der Unterschied zwischen einem Pharisäer oder einer religiösen Person und einem Christen? Es ist nicht das, dass sie nicht um Vergebung bitten für ihre Sünden. Es ist, dass sie um Vergebung bitten, eben auch für ihre guten Taten. Weil sie merken, auch die reichen nicht. Ich bin komplett erlösungsbedürftig. Ich kann nichts bringen, um selber die Schuld aus der Welt zu schaffen, um in die Gegenwart Gottes treten zu können. Und ja, natürlich, ein Christ möchte nachher schon so leben, wie es Gott gefällt. Aber dein Eintrittsticket, dass du mit Zuversicht in die Gegenwart Gottes kommen darfst, ist nicht, weil du so schön betest, weil du jeden Tag deine Bibel liest, weil du so liebevoll im Umgang bist mit Menschen, weil du schnell vergibst. Das reicht alles nicht. Auch nicht, dass du schön deinen Zehnten zahlst. Reicht alles nichts. Er ist gekommen, uns auch von den guten Werken zu befreien. Weil wir haben auf der kompletten Linie versagt. Wir können nicht von uns aus in die Gegenwart Gottes treten. Und deshalb nimm das Blut von Jesus in Anspruch. Und ich möchte mit einer wahren Geschichte schließen. Die hat Ernest Gordon in seiner Autobiografie erzählt. Er war in Kriegsgefangenschaft im Zweiten Weltkrieg und war da in Thailand beim Bau einer Eisenbahnlinie eingeteilt. Und er erzählt, dass sie da das Tageswerk beendet hatten und dann wurden immer wieder alle Werkzeuge gezählt, ob da alles da ist. Und da hat die Wache herausgefunden, es fehlt eine Schaufel. Das ist natürlich nicht gut, mit einer Schaufel könnte man ausbrechen. So wurden da alle Gefangenen auf einer Linie aufgereiht und der Wachmann hat gesagt, irgendjemand von euch hat die geklaut. Irgendjemand ist schuldig. Und er wurde da immer emotionaler. Am Schluss hat er gesagt, hey, ich bringe euch alle um, wenn diese Schaufel nicht hervorkommt. Und hat schon sein Gewehr genommen, auf den ersten gezielt und wollte da beabsichtigt der Reihe nach durchgehen. Und da kommt einer, tritt aus der Reihe heraus, ich war's.
Und der Wachmann ist gekommen, hat ihn geschlagen. Er war blutüberströmt. Hat ihm den Helm ausgezogen, das Gewehr über den Kopf geschlagen. Und er sank tot zusammen. Und auch da hat er weiter auf ihn eingeschlagen, weil er so böse war, bis der Wachmann nicht mehr konnte. Könnt ihr euch vorstellen, die Männer, die das gesehen hatten, jeder wusste, der war unschuldig. Wenn Blut für einen vergossen wird, das lässt einem nicht kalt. Und diese Männer, die waren nachher nicht mehr dieselben. Als sie zurückkamen, wurden die Werkzeuge nochmals gezählt und es waren alle Schaufeln da. Und hey, für uns wurde auch Blut vergossen. Jesus hat sein Blut vergossen. Aber es war nicht irgendwie, man hätte nachzählen müssen und es wäre eigentlich schon alles gut gewesen. Nein, es war absolut notwendig, weil jeder von uns kann nicht vor Gott bestehen. Und wir dürfen jetzt miteinander auch ins Abendmahl gehen. Das Abendmahl erinnert uns daran, dass Jesus sein Blut vergossen hat. Es erinnert uns daran, dass wir mit unserer Zerbrochenheit, mit unserer Schuld zum Kreuz kommen dürfen. Es ist aber auch eine Feier, wo wir daran denken dürfen, dass Gott diesen Bund, diesen Liebesbund mit uns geschlossen hat, der in unsere Herzen geschrieben ist. Und sagen wir doch heute ganz bewusst, Jesus, einfach Danke für sein Blut. Und genießen wir seine Gegenwart. Hey, du musst nichts anderes bringen, als einfach das annehmen, dass Jesus sein Blut vergossen hat. Es gibt nichts, das du tun könntest, um dir noch mehr Zuversicht zu geben, in seine Gegenwart zu kommen. Alles, was dir mehr Zuversicht gibt, sind diese guten Werke, von denen er uns befreien wollte. Jesus, wir danken dir so sehr für diese starke Botschaft des Blutes. Des Blutes, das du vergossen hast für uns. Weil man die Schuld nicht einfach ungeschehen machen konnte, weil man sie irgendwie aus der Welt schaffen konnte. Nein, jemand musste sie tragen und du warst bereit, das für uns zu tun. Danke hast du deinen Leib zerbrechen lassen, hast du dein Blut vergossen und hast deinen Bund in unsere Herzen geschrieben. Und danke dürfen wir gerade jetzt einfach mit größter Zuversicht in deine Gegenwart kommen, weil wir gereinigt sind durch dein kostbares Blut. Jesus, wir lieben dich so sehr und wir nehmen diese Vergebung einmal mehr in Anspruch. Und wir danken dir für diese Leichtigkeit, die du unser Leben geben möchtest, weil unser Gewissen rein ist, weil wir wissen, du hast uns angenommen. Amen.